Hallo zusammen. Guten Morgen. Also, für mich ist es morgen, wenn du am Schauen bist. Auf jeden Fall, ich sitze jetzt heute Morgen da und reflektieren über die letzten 6 Monate. Weil es ist ja 6 Monate her, seit unser erstes Video rausgekommen ist, hier auf Paradies in Trieste. Hello, my name's Colin. My wife and I, that's my wife, my beautiful Claudia, we've just recently purchased this land, 14 acres of land in the lovely mountains of Wallis. Willkommen zu dem Special. Ja, wir haben gesagt, wir erzählen euch auch ein bisschen unsere Geschichte. Es hat nicht angefangen vor 6 Monaten. Ja, ich glaube, die ganzen Veränderungen, die stattgefunden haben, jetzt bei mir selber, haben glaube ich schon früher angefangen, bevor wir da oben gelandet sind, sage ich mal. Also ich habe schon in der Oberstufe mal gedacht, ich will gerne Bauer werden oder Förster. Aber dort mal hat es geheißen, nein, es braucht Strom. Und dann hat es angefangen, der Weg. Und dann... Die mich kennen, wissen, dass der Weg lang war. Und um viel Umweg und so. Dann habe ich... Ja, ich habe mich schon immer vegetarisch ernährt. Bin dann auf das Vegane umgestiegen. Habe durch Kollegenkreise, auch durch andere Leute, durch Diskussionen, durch mein eigenes Verständnis als Mutter, was will ich meiner Tochter auch hinterlassen, oder was ist mir wichtig, oder wie gehen wir um mit unserer Mutter Natur und unseren Ressourcen. Und so, dann habe ich Claudia kennengelernt. Ja, und dann ist der Colin ins Leben gekommen. Ja, das hat einfach gerade gematcht. Und dank Corona, dank Lockdown und einfach dank das Leben habe ich Claudia kennengelernt. Und wir haben schon gemerkt beim Anfang, wir haben ähnliche Ideen, ähnliche Richtungen. Dann haben wir geheiratet. wir haben auch gemerkt, dass wir viele gemeinsame Interessen haben. Und also, ich hatte vorher eigentlich ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich mal heiraten will. Das war für mich eigentlich eher kein Thema gewesen. Aber ja, sag niemals nie, gell? Und dann war wieder Corona vorbei. Dann haben wir gearbeitet. Claudia ist befördert worden, sie hat ganz viel gearbeitet und ganz gut gearbeitet. Aber wir haben dann langsam gemerkt, hey, wir wollen mehr. Wir wollen mehr sinnvoll. Ich habe viel angefangen, Nachrichten zu schauen. Ich habe geschaut, was in der Welt abgeht. Also ich glaube, so etwas, was mich sehr schockiert hat, war, irgendwann ist einmal die Zahl gekommen, dass in 30 Jahren kein Fisch mehr wird geben. Und dann habe ich einfach so gedacht, okay, gut, also das ist nicht mehr allzu lang, oder? Also das werde ich wahrscheinlich noch erleben und meine Tochter sicher auch und ihre Kinder sicher auch. Und ja, was soll ich denn das noch herführen? Also irgendwie muss doch da einfach mal etwas passieren. Und wenn ich will, dass es eine Veränderung gibt, dann muss ich selber bei mir anfangen und die Veränderung sein und für mich konsequent sein in gewissen Sachen. Es ist immer dunkler geworden bei mir. Und so ist dann nach immer mehr dazugekommen, weil sobald man sich anfängt mit dem Thema auseinanderzusetzen, es ist Wahnsinn. Also man kann sich auch total verlieren da drin und ich glaube, dann sieht man überhaupt nichts mehr Positives. Aber wir haben, und wir haben beide entschieden, es ist Zeit für etwas Neues. Ja, es ist schwierig gewesen. Wir mussten miteinander herausfinden, was es genau ist und was wollen wir verändern und wo wollen wir her und was machen wir, damit es uns beiden wirklich gut geht. Ja, und dann haben wir den Plan gefasst. Irgendwie ist das gekommen, inspiriert von verschiedenen Seiten, Interessen, alles zusammentun und gefunden, komm, irgendetwas müssen wir jetzt einfach selber machen. Dann haben wir angefangen zu schauen. Ja, wir haben geschaut, wir haben gewusst, Tessin oder Wallis. Wir haben uns aber für den Wallis entschieden, aus 2 Gründen. Weil wir beide sehr gerne die Wallis haben. Wir können die Sprache, wir kennen da unten die Leute. Also das Goldige Lach zum Beispiel. Claudia und Steff, sie sind zusammen mit Hotelfachschule vor langer Zeit. Also dort hat es auch schon angefangen bei der Claudia.
Ja, da sind wir da aber gekommen, immer wieder. Und da haben wir zuerst den Eggenberg. Wunderschönes Stück Land gefunden. Nothing's for certain. You never know what's around the bend. Halb Wald, halb Matte. Viel kleiner als jetzt. Viel kleiner. Aber wir haben kein Haus gefunden. Wir haben nur Land gefunden und auch nicht können bauen und nichts. Und dann haben wir müssen weiter schauen. Lange Geschichte, kurze Rede. Wir haben uns dann verirrt. Ein Sonntag, Claudia und ich, gefunden, wir gehen ins Wallis. Wir gehen etwas anschauen, wo wir gewusst haben, das wollen wir nicht. Das ist jetzt unser Nachbarland, wäre immer noch zu haben. Und wo wir sind suchen, haben wir uns verlaufen. Und wo wir uns verlaufen haben, sind wir da in Trieste gelandet. Wir sind da gelandet, das Land gelandet und gefunden, wow, was ist das? Wo ist das? Es ist zum Verkaufen, wir wollen das. Ja. Und ja, ich muss sagen, es ist ein absoluter Glücksfall. Also, ich meine, ja, das Leben hat sich wahnsinnig verändert da oben, oder? Es ist, ja, nicht mehr wie vorher. Das ist wirklich das Richtige. Und es ist einfach, wir können jetzt das machen, was wir wirklich wollen und all die Interessen ausleben, die wir haben. Es ist wie das Nonplusultra-Paket für uns. Und ja, wir können einfach auch, was wir einfach auch wollen und was uns auch wichtig ist, ist, dass wir unseren Kindern einfach vorleben können. Hey, macht einfach das, was euer Herz sagt. Hey, wirklich folgt euch selber, eurem Herz, weil das ist wirklich das Einzige, was euch auf lange Sicht happy macht im Leben. Das ist es einfach. Wir haben unsere Familien aber schon im Dezember, der Weihnachtsessen bei uns im 21. haben wir schon gesagt, hey, wir werden alles aufgeben, wir werden kündigen und wir werden ins Wallis gehen. Das war für uns schon klar, wir haben noch nichts gehabt. Ja, aber wir haben schon angefangen einzuleiten. Wir haben gesagt, lieber Universum, wir wollen Land, wir wollen unser eigenes Ding machen, wir wollen unser Leben sinnvoll einsetzen. Das ist es einfach. Macht euch nicht von anderen abhängig, von irgendwelchen Meinungen oder Vorgaben oder Traditionen oder was auch immer. Macht das, was euch gut tut und was euch happy macht. Und dann fließt alles andere ineinander rein. Das ist bei uns auch so. Es ist super. Also, es ist wie ein Puzzle. Es kommt ein Teil nach dem anderen, kommt irgendwie zuzufliegen und man muss es einfach nur noch zusammensetzen. Und einfach, ja, es ist absolut Hammer. Dann war es so weit. Wir haben gewusst, wir kommen Trieste über. Boah, danke vielmals. Ich muss sogar noch meine Notizen führen. Ja, da hat unser Abenteuer Trieste angefangen, Paradies in Trieste. Ganz am Anfang, die ersten paar Monate, bin ich allein da oben gewesen, hauptsächlich. Weil Claudia hat noch arbeiten. Sie hat ja ihre Kündigungsfrist gehabt. Wir haben schon entschieden, wir kommen da. Wir haben unsere Wohnung gekündigt. Wir haben sogar unsere Wohnung gekündigt, bevor wir Trieste hatten. So fest haben wir darin vertraut, dass das der richtige Weg ist. Wir haben es einfach gespürt. Ja, auf das tun natürlich auch nicht immer alle Leute nur positiv reagieren. Also ich muss sagen, es hat natürlich auch Leute, die es absolut Unverständnis haben oder sagen, ihr seid doch Wahnsinnige. Also ja, investieren alles in das und wenn das schief geht oder nicht klappt. Und ja, ich meine, es gibt immer 1000 Gründe, warum das irgendetwas nicht klappen soll und nicht gehen soll. Aber ja, nur schon sich die Gedanken zu machen, all die Gründe zu suchen und zu tun und man weiss noch nicht einmal, ob es wirklich so ist oder nicht. Also ich finde, ja, man kann sich Gedanken machen, dann, wenn es so weit ist. Ja, und das Vertrauen und das Glauben, da habe ich jetzt ganz viel gelernt in den letzten 6 Monaten. Ich habe ganz fest gelernt, an mir selber zu glauben, dass ich noch viel mehr kann, als was ich gedacht habe. Und dass ich noch viel mehr lernen kann, als was ich gedacht habe.
Und in dieser Zeit, als ich da allein war, in der Natur und am Umirren und am Löcher graben und am Wasserweg graben. In whatever you're dealing, just accept what you're feeling. There's no point in believing it will never end. Just changing, constantly changing. Und meinen Ehering verlieren, der immer noch nicht auftaucht ist, habe ich sehr viel von der Natur gelernt. Die Natur hat mir einiges gezeigt. Und mein Vertrauen in mir, habe ich gesagt, ist grösser geworden. Aber auch das Vertrauen ins Universum. Einfach zu loslassen und sich im Fluss zu treiben lassen. Wirklich, es funktioniert. Und das habe ich gelernt. Und ich habe gelernt, dass Freiheit. Ich bin da oben frei. Frei wie ein Vogel. Aber das bringt sehr viel Verantwortung mit sich mit. Weil frei heisst nicht, ich kann auch schlafen, solange ich will. Und machen kann ich schon. Aber von nichts kommt nichts, sagt man. Und dann habe ich gelernt, aber wenn etwas gibst, kommt extrem viel retour. In every situation, well, the only thing that Schau mal, was wir alles gemacht haben. Hey, und unser Logo und boah, so viel. Also, seit ich richtig Verantwortung übernommen habe für mich, also wirklich konsequent, nicht denkt dies, das und jenes, seither bin ich wirklich frei. Ich kann euch sagen, nehmt Verantwortung für euch selber, lebt euer Leben. Das hat aber für mich zu vielen Unklarheiten geführt. Also, in diesen 6 Monaten schaue ich zwar viel weniger Nachrichten, zum Glück, aber die Welt dort draussen, die ist nicht besser geworden. Die spinnt immer wie mehr. remains the same is change. Ich bin so froh, sind wir am Tag, was Strom anbelangt, weil ja, ich bin frei zu entscheiden, wie viel wir brauchen können. Oder wir können so viel brauchen, wie zur Verfügung steht. Aber das Wetter, aber dann wissen wir auch. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir alle mehr Verantwortung für unser eigenes Handeln zu übernehmen, würden wir schneller mal merken, hey, nein, wir wollen das nicht, was in diesen Nachrichten abgeht. Und wir zusammen würden die Verantwortung übernehmen und sagen, wisst ihr was? Wir übernehmen die Verantwortung für uns. Ihr Politiker, ihr müsst es nicht mehr machen. Wir wollen nicht mehr, dass ihr es macht. Wir wollen selber schauen, in unsere eigene kleine Gemeinschaft, in unsere eigenen Dörfer, in unsere eigenen Zuhause. Hören auf reinreden, hören auf streiten, Ich bin überzeugt davon, wenn wir wieder die Verantwortung übernehmen, müssten sie es auch nehmen und sie müssten aufhören. Sind wir ehrlich, wenn du und ich so würden streiten wie der Putin und der Biden, oder der Zelensky und der Putin, oder wer auch immer, welche Konstellation, hast du das Gefühl, wir dürften das? Ja, der Alltag hat sich wirklich massiv verändert. Also, was mir super gefällt, ist den Kontakt wieder mit dir zu haben. Like a change in the season, change is there for a reason. Hey, apropos Hühner und Tier. Claudia ist voll die Tierflüsterin. Tierkommunikationskurs, was sie gemacht hat letztes Jahr, zahlt sich aus. Es ist unglaublich zum Zuschauen, wie Claudia mit den Tieren kommunizieren und die Tiere mit ihr kommunizieren. Es ist so schön. Also, und jetzt haben wir so gutmütige Tiere, die frei rumlaufen und schauen und machen und tun. Und ich würde sagen, Claudia, einfach nur Weltklasse. Einfach nur Weltklasse. Und das ist einfach super. Also, Fena macht riesen Freude, sie ist ein super Hund. Die Hühner, ich hätte nie gedacht, dass ich von Hühnern so begeistert könnte sein. Aber sie sind wirklich tatsächlich echt super. Also, ja, sie haben so unterschiedliche Charaktere und es ist wirklich ganz witzig mit denen. Und auch mit dem Joe, der Gückel, ist ganz ein spezieller und ist wirklich, ja, ich geniesse das. Und auch mit unsere 2 Kater haben das Hausstück hinter den Ohren. Also es ist wirklich herrlich. Manchmal kannst du einfach da sein und sie beobachten und zuschauen und dich über sie amüsieren.
Can't stop ourselves from moving around the sun. There's no point in complaining if it's stormy and raining. Es ist wirklich sehr entspannend und aufschlussreich manchmal auch. Ja, allgemein sind wir natürlich viel draußen, also jeden Tag eigentlich sind wir in der Natur draußen, auch wenn die Schiffe irgendetwas machen. Just go and get an umbrella and play in the rain with someone. Cause it's changing, every moment changing. Sometimes there's nothing you can do. And no matter who you are, you've just got to be cool and change. Die Tage sind so wie sie sind, gell? Ja gut, ich stehe jetzt vielleicht nicht gerade so früh auf wie der Colin, aber du stehst auf am Morgen und hast immer etwas zu tun, bis am Abend eigentlich. Aber es ist nicht in dem Sinn anstrengend. Also ich meine natürlich manchmal schon körperlich, auch einkaufen, Rucksack aufschleppen und. Also es hat es schon in sich auch. Aber ja, Fitness-Abo kannst du dafür sparen. Also du hast ja auch etwas für Gesundheit. Aber ja. Jetzt einfach so ein paar Vorher- und Nachher-Videos. Vorher, nachher, vorher, nachher, umeinander, durcheinander. Einfach so, dass solche Entwicklungen sind. Change is there, make the most of it. Ich sag dir Might jetzt as well eins. use it for your benefit. If your food's gone bad, you better compost it. When there's no more planes, build a pirate ship and sail the seas. You can do as you please. Oh, but only if you know you got to improvise your way through change. Even if you keep very still, be guaranteed that nothing else will. No. Don't sit around wondering what to do. If you don't make change, it'll happen to you. Ja, es ist einfach wirklich definitiv, man ist immer in Bewegung. Was ich auch ganz cool finde, ist der Austausch, den wir hier haben an der Bar mit den Leuten. Also, wenn die Leute laufen da durch unser Land durch und niemand erwartet eigentlich, dass da oben etwas ist, dass wir da Apfelsaft oder einen Bergwein-Sirup trinken können. Und das ist irgendwie völlig positiv. Ja, ist herrlich. Und was ich auch ganz cool finde, ist mit den Einheimischen. Manchmal hast du auch dabei, weißt, wo die Leute noch kennt haben, die vorher da waren, die letzte Familie. Das ist ja doch schon 40 Jahre seither, oder? Und das ist lustig, dann erfährst du immer wieder mal irgendetwas, so, eben, wie ich vorher gesagt habe, ein Puzzle, wo immer wieder ein Teil zuzufliegen kommt. Du weisst immer wieder mehr, wieder ein Stückchen mehr von der Geschichte vom Land. Und ja, ich meine, da gibt es so viel zu entdecken hier, das ist unglaublich. Also, wir haben Höhlen, wir haben Verstecke, es hat Erzkeller. Also ich weiss gar nicht, ob wir jemals schon alles gesehen haben, was es da oben gibt. Da können wir sicher noch einige Videos füllen und werden sicher noch ein paar Projekte in Angriff nehmen. Aber es ist absolut spannend. Und Spannend, richtig spannend für mich war das Wasser. Als ich hier raufgekommen bin, war es sehr trocken. Sehr trocken. Der eine Teil des Landes ist immer noch sehr trocken. Aber die andere Seite, wo ich den Wasserhügel gemacht habe, ich habe ja den Bach abgeleitet, ich habe Teichlis gebaut, ich habe Grösses, ich habe Bächli gegraben, Leasbach, Fortunas Teich, australischer Teich am Anfang, ganz viele Sachen. Und es war so spannend zum Zuschauen, wie der Hügel grün wird. Von einer Seite ist es grün und auf der anderen Seite ist es immer noch braun und verdorrt und nichts Schönes. Aber mit Bächlein und mit Wasser spielen, da wird es grün. Und Brießungssystem und ja, das sind so Sachen, die ich für mich entdeckt habe und ich habe richtig Freude am Wasser und Wasserwerk und der Kraft vom Wasser.
Es ist aber so kräftig, dass ich auch wieder muss zur Verantwortung nehmen muss und das ganz langsam gehen. Man kann nicht einfach Wasser fließen lassen und dann meinen, es ist gut, sondern das Wasser muss man regulieren und immer wieder laufen lassen und immer wieder aufsaugen lassen, damit das Zeug wachsen kann. Man muss es ein- und ausschalten können und regulieren. Und ich freue mich so richtig in den nächsten 60 Jahren weiterhin mit dem Wasser spielen. Als nächstes kommt der andere Hügel dran. Uff, das wird wachsen. Grund zum Abonnieren. Hey, apropos Abonnieren. In diesen 6 Monaten, es schauen schon regelmäßig 316 Leute zu. Regelmäßig, plus noch viel mehr. Schon fast 1000 Leute haben unsere Videos geschaut. 42% von euch haben uns schon sogar abonniert. Das sind 151 Leute. Wow, danke vielmals, die uns schon abonnieren. Und die anderen 58%, wenn ihr uns auch noch abonniert, boah, da sind wir gut. Da sind wir schon fast bei 400 Abonnenten. Und all die 1000 Leute, die uns schon geschaut haben, danke vielmals. Wenn ihr nochmal zurückkommt, abonniert, liket und kommentiert. Und etwas, was einfach auch ist, eine grosse Veränderung, ich habe einfach immer Dreck unter den Nägeln. Hey, das ist unglaublich. Also, egal in welche Tages- oder Nachtszeit, egal was du machst, also, du hast einfach immer Dreck unter den Nägeln. Das ist wirklich unglaublich, gell, Fena? Ja, kommt der von dir? Im allerersten Video schon mal gesagt, ich bin so dankbar, dass ich Claudia kennenlernen durfte. Ohne sie wäre ich jetzt nicht da. Weil ohne sie wäre das nicht gegangen. Und ich bin so stolz auf uns als Paar, wie wir haben schon Krach gehabt. Da sind wir froh gewesen, haben wir keine Nachbarn gehabt. Aber an einem Tal haben sie uns wahrscheinlich gehört. Aber wir sind daraus gewachsen. Wie unser Salat wächst, wie unser Kürbis wächst, wie alles wächst, sind wir auch am Wachsen gemeinsam. Und wir werden immer stärker. Und immer, es funktioniert immer besser. Und ich bin so stolz auf Claudia. Für den grossen Schritt. Ich muss euch erklären, da oben, ich fühle mich daheim, weil wir sind hier im puren Chaos. Null Strukturen hat es gegeben. Es ist einfach alles vertrocknet oder am Vergammeln oder... wo fängst du an? Chaos pur. Und Claudia ist da reingekommen und bringt langsam Struktur rein in den Chaos, aber lernt auch langsam, dass Chaos eigentlich eine Struktur ist. Und es ist wunderschön zum Zuschauen und es ist wunderschön, mit ihr zusammen gemeinsam wachsen. Ich lerne Struktur, ich finde es sogar ordentlicher. Aber das ist nur, weil der Chaos, weil wir uns einlösen auf den Chaos. Ja, also man muss schon schauen, dass man sich da nicht verliert drinnen. Das kann einem sehr schnell passieren, weil es einfach so gross ist und so viel zu tun gibt und so viele Sachen sind und so viele Entscheidungen und so viel gleichzeitig. Und ja, wir haben 2 Köpfe und 2 Hände und je 2 Beine. Also von dem her ja, geht es einfach manchmal nicht schneller, als wir einfach können oder uns das vielleicht auch wünschen würden. Und da darf man sich einfach nicht entmutigen lassen, sondern wirklich immer wieder schauen, was steht an, immer wieder kleine Teilprojekte machen. Wir haben eben, das habt ihr glaube ich auch schon mal gesehen im Video, wir haben eben unsere Zettelwand, wo wir immer wieder draufschreiben, was ist Teilprojekt, was sind langfristige Projekte, was nehmen wir jetzt in Angriff, was planen wir, wie tun wir das nächste Jahr einteilen, wenn kommt was. Also ja, wir können natürlich nicht einfach nur von Tag zu Tag leben und schauen und sagen, wir sind jetzt absolut im Sein. Sondern wir müssen natürlich auch ein bisschen langfristig denken und planen und ja, die richtigen Zeitpunkte für gewisse Arbeiten und gewisse Aufgaben einfach schon im Voraus festlegen, oder? Und wenn wir uns darin einlösen, wächst und dann entsteht Neues. Und ich wollte sagen, Claudia, du bist super. Ich glaube an dich und ich könnte es mir nicht mit jemandem besser vorstellen als mit dir. Was ich mich aber auch noch vorstellen könnte, ist, dass mehr Leute dazukommen.
Einige Menschen kommen immer dazu, meistens gerade die man braucht. Das ist wirklich super. Also wir haben schon immer wieder die richtigen Leute kennengelernt, die uns wieder einen Schritt weitergebracht haben. Und das ist einfach, ja, es ist im Flow. Also danke vielmals Universum, es fließt wirklich. Und wir wollen unsere Türen und Land aufmachen, weil es hat mehr als genug Platz für uns. So, wir haben genug Platz, kommt rauf. Gehen wohnen, gehen arbeiten, gehen tun, machen, freiwillig Ferien, ihr seid alle willkommen. Und eben wie gesagt, wir haben am Anfang an gesagt, wir übernehmen die Verantwortung, Claudia und ich, das Zweite. Wir versuchen nicht die Verantwortung abzugeben, aber wir würden gerne mit euch teilen, wenn jemand da will, mit uns mitmachen in Zukunft. Die nächsten 6 Monate, die nächsten 6 Jahre. Wir sind offen dafür, lasst uns darüber reden. Andere Menschen gehen dafür. Es ist, ja, wie gesagt, manchmal merkt man auch, dass man nicht mehr die gleiche Einstellung, die gleiche Interessen hat oder einfach irgendwie, ja, nicht mehr so miteinander harmoniert. Und dann verabschieden sich die einen Leute vom Weg und dafür kommen neue dazu. Ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Prozess, der fortlaufend im Leben immer wieder stattfindet. Ja, was natürlich auch ganz geil ist, dass du einfach weisst, alles was du machst, das machst du wirklich für dich. Also ich meine, mega viele Sachen, die ich schon vorher gemacht habe, mache ich auch da. Aber du machst es einfach auf deine Art und du machst es für dich und du kannst dir genau überlegen, wie soll jetzt die Verpackung sein, wie ist dein Logo, wie ist das, was sind deine, ja, deine Sachen, die du reinbringen willst, wie bringst du dich selber auch authentisch über mit dem Ganzen? Ja, und wir haben jetzt auch schon unser erstes Produkt. Ist übrigens überall erhältlich im Friedis. Und falls du einen Kaffee hast, wie Friedis, oder du hast ein Lädeli, oder eine Boutique, oder einen Online-Shop, oder einen Marktstand, oder irgendetwas, und du hast auch Lust, die ersten Produkte zu verkaufen, ab jetzt sofort erhältlich. Unsere Walnüsse, ich habe jetzt keinen Sack dabei, aber es ist etwa so groß, 300 Gramm drin. Frisch handgepflückte Walnüsse, ohne Chemie, ohne irgendetwas, pure Bio. Das ist mega spannend und ja, das ist etwas, was wir wirklich gerne machen. Und da wird auch noch einiges auf uns zukommen und auf das freuen wir uns auch, um das immer weiterzuentwickeln. Unbedingt zu erwähnen muss sein. Seit dem Anfang an sind unsere Videos musikalisch begleitet. Und die musikalische Begleitung kommt von Australien. Charlie und Formidable Vegetables. Ganz coole Musik. Alles zum Thema Permakultur. Es sind selber auch Permakulturbauern in Australien. Haben auch ganz einen coolen YouTube-Kanal, Grow Do It. Gehen schauen. Danke, wollte ich sagen, für die Musik. Ich hoffe, es gefällt euch auch, und die sind schon viel hören und kaufen super Musik. Und in Zukunft, es wird passieren. Formidable Vegetable, wir sind schon miteinander am Reden, sie werden hier oben in Dresden ein Live-Konzert geben. Überhaupt. Es wird gute Konzerte geben hier oben. Ich würde sagen, gehen schauen. Kommt schauen, immer wieder abonnieren, regelmäßig noch Glöckchen drücken, damit ihr immer auf dem Laufenden sind. Und dann wisst ihr, wenn da oben Konzerte stattfinden, weil es werden Konzerte stattfinden. Wir sind schon am Schauen, wenn kommt Formidable Vegetable von Australien nach Dresden. Es wird passieren! Wir werden es realisieren. Ja, ich glaube, etwas am Wichtigsten ist, dass du einfach immer im Vertrauen bleibst. Weil eben gerade, wie ich vorher auch gesagt habe, es ist eine riesige Herausforderung zum Stemmen. Und ich glaube, wenn du da einfach nicht wirklich Vertrauen hast, dann verzweifelst du absolut. Und das bringt dich einfach nicht weiter. Und das ist einfach, ja, eben, man weiss nie, klappt es wirklich oder geht alles so, wie man es sich vorstellt. Aber einfach das Vertrauen haben, dass es so kommt und dass es irgendwie einen Weg gibt und dass sich der Weg wird zeigen, egal auf welche Art. Und wenn es halt einmal der eine nicht ist, dann muss man halt vielleicht eine Abzweigung nehmen und dann gibt es sich vielleicht etwas anderes oder so. Also, ja, wir wissen noch nicht genau, welche Projekte wir alle wirklich können realisieren und welche nicht. Aber wir sind laufend dran. Ja, Fena, gell? Ja,
Sie hat auch noch schnell den Senf dazugeben. Sie ist überzeugt, dass alles klappt. Genau, das hätte sie eigentlich sagen. Danke, Fina. Genau, einfach vertrauen, weitergehen, Schritt für Schritt. Und immer das nehmen, was gerade kommt, halt wieder. Change and a wind change. We've got sea change and tree change and climate change. You change and me change and a key change. Change is all the rage. Es ist Sonntagabend. Wir heissen jetzt unser Feuer und schliessen unser 6 Monate Special ab. Das ist auch so eine Veränderung, gell? Jetzt müssen wir jeden Abend einführen. Ja, es Ja, ist wieder aber Winter. super. Ja, Holz haben wir ja genug. Wir dürfen heizen, was wir wollen heizen, so viel wir wollen. Definitiv. Genau. Hey, vielen Dank. Ja. Ja. Wir hoffen, es hat dir gefallen, was wir so Ja, aber mit unseren Brillen, gell? Ja. Sind wir noch nicht dran gewöhnt. Nein, und Ja. falls du erst jetzt heute zum ersten Mal dabei bist, schön bist du dabei. Hoffentlich für die nächsten 6 Monate auch. Und wenn du die letzten 6 Monate immer nicht dabei gewesen bist, wegen dir machen wir es. Danke Genau. vielmals an alle Leute, die jetzt bis jetzt zugeschaut haben. Ja, Hey, ihr seid bitte, super. wir wollen Danke wissen, für eure wer ihr Unterstützung. seid und wo ihr wohnt. Bitte kommentieren. Welchen Kanton wohnt ihr? Von wo überall schaut ihr zu? Ja, das wäre spannend. Ja, das wäre Ja, mega spannend. voll. Ein bisschen Feedback. Von wo schaut ihr zu? Wo kommen ihr daher? Ja. Ja, Und vielleicht noch warum? Was gefällt euch so? ja, Feedback. Das wäre auch noch cool Was, zu wissen, ja, oder? genau. Ja. Was euch gefällt und was euch nicht so gefällt. Ja, das dürfen wir natürlich Unbedingt. auch Die sagen. Meinungsfreiheit ist das Wichtigste. Was euch nicht gefällt, sagt es uns. Vielleicht verbessern wir es. Ja, Vielleicht gefällt es uns aber gleich. Hey, wieder sehen wir an. dann. Tschüss, Also. ciao, wieder schauen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Change is all the rage. Turn the page away from this strange age of deranged. Time to engage with rearranging our brains from insane. Aber zu zweit sind Your unschlagbar. cage, worrying about your wage. You're the Asian Oreo, der Schwarzweiß und Chili. Ja, natürlich. to the stage and Für all die, die es noch nicht kennen. Ha! Wir haben Angst. Auf dem Hausdach kommen anlaufen. Das. So klein sind sie.